Servus meine Hand, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute gibt es mal wieder ein kleines Messerwerf-Video, besser gesagt Werfen mit ausgefallenen Sachen. Ihr kennt ja die Videos schon alle, das ist ja schon ein alter Hut, selbst gebastelten Wurfmesser. Kennt jeder von euch mittlerweile, denke ich mal. Haben verschiedene Phasen durchgemacht, sind immer besser geworden vom Schliff her und so weiter. Muss ich nichts mehr erzählen, vielleicht zeige ich euch ein, zwei Würfe, aber das ist ja langweilig. Das hier, aus alten Schraubenschlüsseln gebastelte Wurfmesser, kennt auch jeder. Ist eigentlich fast mein Lieblingsteil. Also wenn ihr euch mal was richtig Cooles bauen wollt, was super easy zum Werfen ist und einfach auch eine brutale Durchschlagskraft hat, dann baut euch die aus alten Ringschlüsseln. Ihr müsst schauen, dass die gerade sind, dass die nicht gekröpft sind, und dann könnt ihr euch da richtig geniales Zeug draus bauen. Ja, verlinke ich euch da oben. Gibt es ein Video dazu, hoffe ich. Ja, gibt es wahrscheinlich bestimmt. Ja, mit was werfen wir heute? Ich habe was gefunden, wo ich keine Ahnung habe, was es ist. Ich kann es so ungefähr, kann ich es mir vielleicht vorstellen oder erraten. Auf jeden Fall mit dem werfen wir heute. Ich schätze mal, dass es für Lederarbeiten wie so ein Zirkel ist, dass man hier eine Klinge eingespannt hat und dann hat man einen Kreis damit geschnitten oder angerissen oder vielleicht bei Metallbau damit was angerissen oder so. Auf jeden Fall ist hier noch ein Loch, da gehört eine Klinge rein und bei dem fehlt halt hier dieser Bügel. Ja, das Ding hier wahrscheinlich, wenn man es dabei hat, könnte es vielleicht laut Waffengesetz ein verbotener Gegenstand sein, weil das vielleicht ein Faustmesser ist. Also sowas hier nicht mitnehmen. Außer im Werkzeugkasten. Das hier mit diesem Querstrebenteil ist wahrscheinlich eher unbedenklich. Ja, mit dem werfen wir heute. Da legen wir auch gleich los, damit ich euch nicht so allzu lang hier irgendeinen Schmarrn erzähle. Ja, kurz gezeigt, damit geht's los. Ach ja, hier, da gab es auch ein Video dazu. Axt werfen ohne Axtschaft. Und dann habe ich durch dieses Loch hier mit dem Bogen geschossen, weil ich das auch schon lange mal machen wollte. Verlinke ich euch auch da oben. Ja, lauter spannende Geschichten. Legen wir los, machen wir eine kleine Zusammenfassung. Dann gibt es das Zeug hier für jeden, der werfen lernen will. Der Trick Nummer 1 ist natürlich viel üben. Trick Nummer 2 ist, schaut euch das Video an. Ja, der wichtigste Trick ist einfach, sich an einen Gegenstand gewöhnen. Wenn ihr mit allem werfen wollt, wenn ihr einfach sagt, ich will das nur mit diesem Messer werfen, dann übt es damit, schaut, wie es euch in die Hand nimmt und dann je nachdem, wie weit ihr wegsteht, also ich schmeiße ja nicht mit No-Spin, sondern ich schmeiße mit viel Spin, dann müsst ihr euch halt einfach so im Kopf langsam überlegen, okay, ich schmeiße immer so auf 3 Meter, dann schmeiße ich auf ungefähr 8 Meter schmeiße ich so, auf 6 Meter schmeiße ich wieder so und so weiter und so weiter. Und je näher ich ans Ziel komme, wenn ich mich eingeschmissen habe, so auf 3 Meter zu werfen, so, immer gleicher Schwung und ich habe das drinnen und ich gehe näher ans Ziel hin, dann nehme ich das Messer kürzer, genau wie beim Axtwerfen, dann werfe ich so. Und wenn ich weiter weggehe, dann nehme ich das Messer länger. Ja? Und wenn ich meinen Abstand ver 1,5-fache, dann drehe ich das Messer um und nimm den Griff in die Hand. Und da ist es genau das Gleiche. Bei einer Axt ist es natürlich einfacher, weil da greife ich einfach immer näher ans Blatt, dann dreht sie sich schneller und je näher ich ans Ziel komme, umso kürzer greife ich den Griff. Beim Messer so ähnlich, aber es ist nicht so einfach umzusetzen wie bei der Axt. So, jetzt aber losgelegt. Na, damit ich nichts kaputt mache.
Der ist einfach so schön zu werfen. Dann geht's jetzt los. Ja, fertig. So, meine Spezien, habt ihr wieder was gelernt, hoffe ich. Ich habe auch was gelernt, das hat ziemlich Spaß gemacht. Das ist ein lustiges Teil. Wie gesagt, nicht mitnehmen, sonst könnte es sein, dass ihr euch das hier als Faustmesser auslegen und ihr wollt es ja auch nicht raufen, sondern ihr wollt es ja mit coolen Sachen Axt werfen. Darum geht es ja. Ja, was soll ich noch sagen? Kauft kein Klump, müsst weniger wegschmeißen, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns. Pfiat euch.